haut 4. Advent begrüßen Sie euch aus der Kirche von Habst, mir wird drauf von heute Sonntagsmass. Es singt die christliche Gemeinschaft von Habst, Kantor aus den Theo Weidig, Organist und Viersänger den Abbé Joel Santer. Hier spielt am Anfang vom Himmel hoch vom Johann Sebastian Bach. Du noch sangen wir Ave Maria, Laudate Dominum 364. Der 17. Kyriale und als Danksagungslied Venedive Messie, Laudate Dominum 365. Mit dem Organistsänger Sorti dozo vom Nicolas Lebègue. Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heilige Geist. Amen. Den Herr sief mat dich all. Leif Leid heit zu Habst an der Kirch, a leif alle Gur, die da iwwer Medien mat deis verbunden sit. Liturgie vun Haut proposéiert deis Beispiel vun Maria. Am Gebiet, an am Vertrauen op dem Herrgott sei Wort, huet sie op Geburt vom Jesus gewählt. Wie sie werd mir alle Gur op Christach. Los ma dürfen eis Herz opmache fir Hoffnung. Ze summen will ma eis lo dem Herrgott singem Erbarmen empfehlen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe.
Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Vater im Himmel, du hast die selige, ohne Sünde empfangene Jungfrau Maria dazu erwählt, dein ewiges Wort aufzunehmen. Du hast sie zur Wohnstatt Gottes gemacht und mit dem Licht des Heiligen Geistes erfüllt. Gib uns die Gnade, gleich deiner demütigen Magd, stets deinem Willen zu gehorchen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem 2. Buch Samuel. In jenen Tagen, als König David in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe vor allen seinen Feinden ringsum verschafft hatte, sagte er zu dem Propheten Nathan: Ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, die Lade Gottes aber wohnt in einem Zelt. Nathan antwortete dem König: Geh nur und tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Aber in jener Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan: Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm: So spricht der Herr: Du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne? Ich habe dich von der Weide und von der Herde weggeholt, damit du Fürst über mein Volk Israel wirst. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du auch gegangen bist. Ich habe all deine Feinde vor deinen Augen vernichtet, und ich werde dir einen großen Namen machen, der dem Namen der Großen auf der Erde gleich ist. Ich werde meinem Volk Israel einen Platz zuweisen und es einpflanzen, damit es an seinem Ort wohnen kann und sich nicht mehr ängstigen muss und schlechte Menschen es nicht mehr unterdrücken wie früher und auch von dem Tag an dem ich Richter in meinem Volk Israel eingesetzt habe. Ich verschaffe dir Ruhe vor allen deinen Feinden. Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Ich werde für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein. Dein Haus und dein Königtum werden vor dir auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron wird auf ewig Bestand haben. Wort des lebendigen Gottes.
Maria sagte: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einem Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, eng Reklam op der Deitscher Tëlle sollt werben fir eng Bank, an huet de junge Mann gewiesen, den durch eng Staat hetzt an Maternité, fir do sein neigeboren Kant ze gesinn. Steet an Zimmer vun der Mam und hëlt de Bëbe op den Äm, strahlte dun, an Kant strahlt zrick. Wo Fred hieft net an Lur, da rief d'aus: Mei Kant, mei Stolz, még Altersversicherung. Wie beim letzten Wort vergeht dem Kant Lachen an und weist man Fanger Tibi à la tête. Der Message ist klar: Nicht Kant mit Bank sollt d'Altersversicherung assurieren. Wir analysieren mal mit tief. Kant wird sich klar gegen die riesigen Erwartungen, die unet geriecht gehen. Übermäßige Erwartungen können noch Eis erdrücken, aber belaschten. Mir liest dat selwicht sich net och so von dem Kant vu Maria, der Taut am Evangelium ugekündigt gëtt. Handelt den Engel net selwicht wie de Pap an der Reklam. Dat Mënsche Liewen, dat do entsteht, tippte voll mat der Wädungen an Usprich. De Jesus soll den Thron besteigen, werd Iwe vun enger ureller Dynastie gehen, sollt volle kretten, der Füllung vu lang geheeschten Hoffnungen sinn, an Herrschen ob ewig. Werd groß sinn, immens groß, iwwer all menschlich Moos heraus. Hei as de Gegensatz nach méi krass wie an der annimter Bank Reklam. Kant, dat klängst an hëlleflos werdet gëtt, soll Herrscher a Retter sinn. Ass dat net e bisssen dick opgedroen, steht dat net an de Sternen. D'Fro kënnt eis, sind des Erweidungen nicht viel zu gewaltig, an dummer zum Scheitern verurteilt, vergeblich, trotz allem Mehen, so wie das bei vielen Propheten, die Gott geschickt hat, der Fall war. Lieber dat Kant, dat Maria erweit soll groß sein. Er wird groß sein. Es soll ein von den Granden von dieser Welt gehen. Wie begründet den Engel des Grandezza? Nun, den Engel schreibt ihm zu:
et werd de Jung vom Hexten sinn. Gräist von dem Retter, ob de gewährt gëtt, werd net an dem bestohlen, wat de mischt, wie an dem wat den ass. Hien ass de Jung vu Gott, Gottes Sohn. Net weien opgeblosenen Firmen-Irwen oder einen ungeegenten Thronfolger, denen hier Positionen hinnen durch Irrschaft einfach so zufallen. Von so Fürsten hat Israel da genug kannt am Lauf von seiner langer Geschichte. Nee, hien as den Jung. An hien huet etwas op ganz natürlich erderweis, wat Mënsche sichen, wat ze verloren hun, a worum sie nach immer nies ringen. Hien as verbunden mat Gott, innig, unverbrüchlich, unzerstörbar. An ihm kneppt Gott Verbindung mit der Menschheit nei. Haucht seine Allianz mit seinem Volk Neidleben an. Aus dieser Verbundenheit lief der junge Jesus am Alltäglichen, wann biert, predigt, wann heilt, wann Leid erstirft. Und das am Ersatz auf ihr Wohl von vielen. Daran erweist sich ihn tatsächlich gräst. Lief mat Christen, was die kurz vor Christtag, ein Fest, dat auch dacks mat Erwädungen überfracht gëtt. Für viel also durch ein Fest, dat sie an ihr Kantheit erinnert, mit vielen Emotionen, als Souveniren und Freier. Dat Kind nicht staunen an einer gewissen Suchlosigkeit, die man an der Kannerzeit kann tun, kommen op. Christtag will das effektiv durch Feiernis Kant zu sehen. Durch das ungekündigt Kant, gib mir selber nies Kanner von Gott. Durch ein Staff an eise Glauben darf man verbunden am Herrgott leben, an der Verbundenheit, die Jesus eis bruch tut. Dieser Status als Fils, als Töchter, darf man kommende Fest erneuern, aber leben. Kant Gottes, as mat die schönste Bezeichnung für eist Christ sinn. Du steht alles dran, du kann ich wursen, als ich entfallen, an du hast den eis ohne vier Bedingungen gär huet. Dat mich das Leben groß erweit, dat verspricht, sa promet. Und es geht lo ganz rapid op Christtag zu. Wir können uns an diese letzten Tag auf Fest 4 bereden, an dem wir dem glücklichen Pap aus der Reklam von Einigst noch eifern. Wir dürfen mit 4 Fried des Geburt erwerden und dabei Kripp gehen. Und wir können dann, zumindest am Geist, spirituell, den neugeborenen Jungen von Gott auf den Arm holen und herzlich begrüßen. Wir können ihn heich leben lassen, als eisen Retter. Und das Kant wird nicht abhalten, als unzustrahlen. Liefern, nach ein anderer Personage aus dem Evangelium zieht als Aufmerksamkeit auf sich. Maria, die angehende Mam von Jesus. Aus einem Buch Gerecht geht anders möchte Betriebsseelsorger Paul Schobel de Vergleich zwischen Maria an dem, nun halt ich schon, Karl Marx. Wie wir tun, so kann ihn sich frohen, de Karl Marx, von der größten Kirchenhetzer von der Geschichte, an dem Singer Swit sich eine ganz Tradition von Religionsächtung und Christenverfolgung konstituiert hat, was tut den an Mutter Gottes wohl gemeinsam? Geht es um Karl Marx, dass in all Verhältnisse umzugehen, an denen der Mensch erniedrigt wird, wo eine geknircht, verlassend, verurchtend Wesen ist. Das ist nicht gerade Poesie, klingt aber bekannt, weil es auch am Lukas-Evangelium vorkommt, wo der Mutter Gottes, der Mam von Jesus, ein ähnlich Revolutionslied an den Mund gelöst wird, das es durchaus mit Karl Marx abholen kann. Maria läuft ihre Gott, weil er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Er beschenkt die Hungernden mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. So singt sie an ihrem Magnificat bei ihrer Cousine Elisabeth. Ein Protestlied, viel gedrohen auch nach ausgerechnet von einer jungen Frau, die am Patriarchat gelieft wird, und do eigentlich sehr wenig zu retten hat.
russischen Zar, so gëtt verzielt, wie beim Nolauustre vun dese Versen aus dem Magnificat bleich gin a schwach gefallen. Tëschen Karl Marx, déi seg Bibel kannt huet, an dem Christentum gët et méi Berehrungspunkten wiei et Ideologen vu beide Richtungen recht ass. Leider hu beit sich an der Vergangenheet nëmme verdeivelt, an domat verpasst, sich notzukommen, wat am Fong schuld ass. Se hätte noch hier Kräften bündelen an Summe géint den Abgott Profit virgoe können, den sich alles ënnerwirft. An der kirchlicher Liesart as dësten ungerechte Mammon, für und dem de Jesus mehrfach warnt. An der marxistischer Analyse mengt den Fetischismus vom Kapital nicht anderes wie grad diesen Moloch, den Haut am Bangladesch Näherinnen ausbeut, a viele Länder unzählig Menschen mit einem Hungerlohn erniedrigt, Kanner unselig so ewig forciert, a mat seine Finanzspekulationen die Welt und der Rand vom Aufgrund feiert. Bibel leif mat Christen als Buch von der Befreiung vom Mensch. Die darf nicht einfach an Jenseits verlehren. Befreiung fängt hei an Haut an, verlängert sich, perfektioniert sich an oder Oberstehung. Leif Brüder und Schwestern, nach Lauden auf viele Kirchen heutzulands 3-mal am Tag klacken für den Angelus, den Engel des Herrn, den da soll gebiert gehen. Mores, Müttes an Oves, gëtt so und Tabstück von eisem Glauben, Menschwerdung vor Jesus Christus erinnert. Weil die fängt an mit der Verkündigung vom Engel, an dem Jo von Maria, die beredt ist, Mam vom Jesus zu gehen, das Evangelium von Haut. So klimmt Gott darauf op d'Erd, gëtt greifbar no, eis Haut no, geht an eis menschlich Welt a Geschicht an. Dem reißt doriwer Rechenschaft auf. Das wunderbar Geschenk fängt mam Engel des Herrn. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Eisen Herrgott könnt, hin huet versprach, aber wir können eis op sein Wort verlassen. Los wir mit Vertrauen zu ihm beten. Für die Kirche, dass sie dem Jesus sing Freund an all Menschen an der Einheit zusammen feiert. Herrgott, Herr Eis. Für die, die lang sind, dass wir es fertig bringen, als Herzer, als Hand an als Häuser für sie abzumachen. Herrgott, Herr Eis. Für die geistlichen Berufer, dass dem Herrgott sei Wort die Berufen an der Trei stärkt. Herrgott, Herr Eis. Für eis Gemeinschaft, dass wir es fertig bringen, den Herrgott an eis Menschen abzuholen. Herrgott, Herr Eis. Herrgott, du kennst eis entgehend, lauschta ob eis gebiert an der Herr Eis durch Christus eisen Herr. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme. Herr unser Gott, wir legen die Gaben auf den Altar. Heilige sie durch deinen Geist, der mit seiner Kraft die Jungfrau Maria überschattet hat. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn schon leuchtet auf der Tag der Erlösung und nahe ist die Zeit unseres Heiles, da der Retter kommt, unser Herr Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat.
Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir feiern des Mass als Stiftung für Höllen Bosselach. Nimm sie und alle auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Seht, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Sein Name ist Immanuel, Gott mit uns, der Leib Christi.
beten mal mat den och mat Dich all ze summen doheem den Angelus, den Engel des Herrn. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach, siehe, ich bin eine Dienstmagd des Herrn, mir geschehen nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitt für uns, o heilige Gottesgebärerin, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Wir bitten dich, o Herr, du wollest deine Gnade in unsere Herzen eingießen, damit wir durch die Botschaft des Engels, durch sein Leiden am Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch denselben Christum, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
comblez notre espérance. Venez, venez, venez. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft von Habscht. Heilo de Programm von denen Christ dich. Op helger Abend, den 24. Dezember, gehen Christ mitten aus der Kathedral überdrohen, und zwar live um 20 Uhr als Livestream kathol.lu. An Zeit versät als Fernsehsendung op Tele RTL 2 gegen 22 Uhr, also overs um 10 Uhr. Christtag selber, den 25. Dezember, gëtt Pontifikal Mass auch aus der Kathedral überdrohen, morgens um 10:30 op allen 3 Kanälen, DOC, RTL 2 an kathol.lu. Ich alle gut gesehnten 4. Advent, an domata schalten wir zurück an den Studio.